Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Herzlich willkommen zum Jeck aus dem Wohnzimmer, Folge 16. Unglaublich. Und wie war es bei euch an der Weihnachtstage? Ja, wie soll es gewesen sein, meiner? Wir mussten ja alle zu Hause bleiben. Ja, no. Ja, da haben wir nur gegessen, ne? Morgens gegessen, vormittags gegessen, mittags gegessen, nachmittags gegessen, abends gegessen, nachts gegessen. Hört sich ja an wie bei den Panda-Bären. Wieso wie bei den Panda-Bären? Ja, die Pandas fressen auch 12 Stunden am Tag. Aha. Ach so. Ja, deshalb heißt das ja auch Pandemie. Das heißt Pandemie. Das ist doch ja Hauptsache fressen. Ich weiß es nicht. Aber wir wünschen jetzt gleich viel Vergnügen. Jeck aus dem Wohnzimmer, Folge 16. Und das gibt eine Reise quer durch die Republik. Ja, es ist zwar Reiseverbot, aber mit uns könnt ihr heute eine virtuelle Reise machen durch Deutschland. Und zwar fangen wir an im Rheinland. Von da geht's ins Münsterland. Von dort nach Sachsen. Und dann nach Bayern. Oberpfalz. Ja, und von da zurück wieder ins Rheinland. Halt, bei Oberpfalz fällt mir gerade noch ein Satz ein. Ein Satz mit Oberpfalz? Ja, falls noch was von dem Braten da ist, ich nehme noch ein Stückchen. Also ich fasse manchmal nicht. Meine Damen und Herren, wir wünschen viel Vergnügen mit Jeck aus dem Wohnzimmer, Folge 16. Ja, heute von weihnachtlich bis silvestrisch. Viel Spaß. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time with the right time to rock the night away. A jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Der Christbaum. Der Kölsche Deich Übersatz in Eichschule platt. Dies Jahr, sagt Opa, mach ich uns der Christbaum parat. Dem ziehe ich dann ob min Art. Er ging ran an das große Werk,
Dafür hätte er sich mit einem Cognac gestärkt. Bewaffnet mit Cognac, mit Säge und Hammer, südte der krumme Boom, war der Jammer. Wie soll man nur, es ist nicht zum Lachen, aus der Krücke eine schöne Christbaum machen? Zuerst hätte er ein paar Essros geschnirrt. Und dann hat wieder am Cognac genibbelt. Dann wird der Baum in der Ständer gesetzt. Denn für den Schmuck braucht man ja auch viel Platz. Sie brachten ihm den Kies mit der Kohle drin. Er schutzt sich noch eine Cognacerin. Und sie hat die Spur noch Engelshohr. Und hoffentlich sind noch genug Kerzen da. Die Wanduhr schlug at 2:30. Wo machen die dann so eine Bohei? Der Christbaumschmücke ist doch ja nicht schwer. Die Cognacflasche war at 3:30 leer. Der Zehnjährige wieder. Es war schon 4. Da kloppet Druste an die Tür. Ich hatte kein Ziegriff und war am Wöhle. Zwischendurch täte sich wieder der Mandelspöle. Die Tür hätte für sich halber abgeschlossen und den Werke still und unverdrossen. Es sollte in Höhe ja keine Stüre. Außer Weihnachtsmusik war nichts zu hören. Es war düster, ging ob 5 Uhr an. Die Oma rief, nu halt die Strahl! Man will bescheren, so 6. Ja, sagt der Opa, ich bin doch kein Hex. So gut für 6 oder der letzte Bunk. Mach die Tür auf, sonst hier trunk. Du bist doch fertig mit die Schmückerei. Die Tür ging auf, der Oma ließ eine Schrei. Oh ja, mich, rief sie, ich kann nicht mehr. So eine schöne Bohn hatte man noch nie. Alles rief Opa, das ist ein Meisterstück. Was hast du gemacht? Mit dem Baum, mit der Krück. Funkel und Blitze im Keller, Kerze schingen, zwischen Engelshohr, der Baum voll faste Laufensorden hing. Und ganz offen, hu in der Spitz, hing dem Opa sing Präsidentenmütz. Von der Scharlach und der rote Funke, der Narrengarde und noch blaue Funke, bis zu der lustigen Reserve. Die Aufzählung ist ja nicht komplett. Hing alles da, was Rang und Name im Einspiele fast gelaufen hat. Voll wie ein Haubitz, der Kopf voll Engelshohr, stund der Opa wie Erzengel Gabriel da. In der Linke die leere Cognacflasche, noch ein Hank Kamelle aus dem Tisch. Hielt sich schwankend fast am Schaf, warf die Kamelle und rief, Eichschwile, Allah! Het Wetter wird kalt und het Jahr geht zu eng. Der Adventszeit steht für der Tür. Het widert früh düster, der erste Schnee fällt. Im Ofen, da prasselt het Feuer. Het Pittersche schrieb an het Christkind ne Brief. De Mam bühlt flück noch hin. Der Vater in Singer Zeitung liest und der Peter zu singen anfängt. Freu dich, barkelet Christkind, zu dir und zu mir. Freu dich,
Barke det Christkind, zu dir und zu mir. Über Köln, der Himmel ist glühendig rot, der Engelscher backe jetzt Plätzchen. Et Petersche sät ganz eins zu sich selbst, Jung, mach jetzt gut Verschluss, bloß kein Metz, ja. Feuerwehrauto, Playstation, so hat er im Privat geschrieben. Die solltet doch in der Hillie nach vom Christkind zu Weihnachten jewe. Freu dich, barke det Christkind, zu dir und zu mir. Freu dich, barke det Christkind, zu dir und zu mir. Der heilige Abend ist endlich nur da, der Stuff ist noch Kätze und Tanne. Im Christbaum, da brennt auch ein Wunderkätz, die Familie ist komplett zusammen. Leuchtende Augen, de Backe ganz rot, so stumm der Peter fürm Kröpfchen. Das Christkind war da und hat ein risch Beschenk. Lebt Christkind, ich dank dir von Herzen. Freu dich, hücke det Christkind, zu dir und zu mir. Freu dich, hücke det Christkind, zu dir und zu mir. La 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 Der Bratwurstbrauch. Heiligabend, dämmern tut es, der Vater hofft, es gibt was Gutes, die Mutter kocht und hofft das auch, Kraut mit Bratwurst ist der Brauch. Das Sauerkraut- und Wurstgericht liebt Vater seit Jahrzehnten nicht, doch Mutter sagt, es sei das Beste, bis Silvester gibt's die Reste. Die Oma nahm die Kinder gern, die sind noch gut 2 Stunden fern, so kann sich Ruh im Haus verbreiten. Die Weihnacht hat auch schöne Seiten. Die Bratwürste in bleichen Därmen sind dabei, sich zu erwärmen. Das Sauerkraut im Topf daneben beginnt gerade Gas zu geben. Im Wohnzimmer gleich nebenan kämpft Vater mit dem Christbaum Tann, dessen helles Braun ganz leicht Mutters Bratwurst jetzt erreicht. Der Vater haut mit lautem Knall den Ochsen in den Krippenstall, die Mutter kommt, um nachzuschauen, die Würste sind jetzt ochsenbraun. Die Mutter kommentiert den Baum, er gefällt ihr nicht, bis kaum. Der Vater schweigt, er ist gescheiter, die Bratwürste verfärben weiter. Aufgrund von Mutters Baumkritik verfinstert sich des Vaters Blick von dunkel bis in tiefes Schwarz. Die erste Bratwurst wird zu Harz.
Des Weibes Nörgelei im Ohr ergreift er den Dreikönigsmoor, der ihm für die Christbaumhäme als Keule recht gelegen käme. So ein heiliger Dreikönig wiegt nämlich nicht wenig, und kaum hebt er den Mohren an, verstummt abrupt ihr Sprachorgan. Des Mohren schwarze Außenhaut erinnert sie an Sauerkraut, und nebenbei fällt ihr noch ein, die Würste dürften zeitig sein. Knapp vorbei am Christbaumkampf springt Mutter in den Küchendampf, wo Sauerkraut und Wurst soeben die letzten Laute von sich geben. Die Mutter hechtet an den Herd, der da riecht wie frisch geteert, der Krauttopf schwelt wie bombardiert, die Bratwürste wie asphaltiert. Des Heiligabend-Abendtisch bestand dann aus Tomatenfisch und Sauerkraut püriert schwarzbraun. Die Würste lagen draus am Zaun. Die verkohlten Leichenfinger fraß zuletzt der Hund im Zwinger, der dann am Dreikönigstag dem Genuss der Wurst erlag. Schuld an solchen Weihnachtsdramen sind wie immer nur die Damen, die, statt was Gescheites zu kochen, auf Sauerkraut mit Bratwurst pochen. An Heiligabend aufgetaut, seit Jahrzehnten Sauerkraut und Bratwürste im Fett gebraten. Da freut man sich, wenn sie missraten. Bratwürste mit Sauerkraut, wohl dem, der diesem Zeug misstraut, beweist uns doch der Tod vom Hund. Bratwürste sind ungesund. Liebe Glückscher, jetzt haben wir Weihnachten vorbei und wir hoffen, dass ihr ein schönes Fest hattet und auch viel Freude. Und jetzt schauen wir mit großen Augen auf das neue Jahr und sind gespannt, was uns das neue Jahr alles bringen wird. Wir hoffen natürlich nur das Beste. Und wir wollen euch in das neue Jahr mit dem schönen Liedchen von der Blackfoes reinbringen, das nennt sich Zum neuen Jahr. Ja, wir zwei wünschen euch einen guten Rutsch in das neue Jahr und wir hoffen, dass wir uns gesund im 2021 wiedersehen können
und uns vielleicht wieder in der Arm nehmen können. Bleibt gesund, euer Mundart-Duo Obkölsch. Ach, da seid ihr ja schon wieder. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Corona-Zeit. Wir haben Depressionen, tun uns am Sofa schonen. Freue dich, Cholesterinspiegel. Nicht, dass ihr meint, ich stelle hier nur Kekse befüllen, ne? Oder Marzipan. Nein. Ich sitze in meinem Ressel und rette die Republik. Das wissen wir ja spätestens seit dem Spott von der Bundesregierung. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht, ne? Obwohl der Michel hat deutlich gesagt, Rosi. Der ist aber auch der grüne Daube. Ich sag, wie meinst du, das machen wir ja keine Pflanze? Sagt er, nee. Aber die Blumen auf Dinger Leggings, die werden immer größer und größer. Ich sag, super Schwarzschnüss. Wo meldest du dich dann zuerst an, wenn das Allhe vorbei ist? Bei den Weight Watchers oder bei den anonymen Alkoholiker? Obwohl, wart, wieso oder? Da kam mir der neue Flyer vom Damenfitnessstudio genau recht. Hat bei uns um die Ecke abgemacht. Speckfit, ne? Bin ich dahin. Und haben wir die Wiefer da uns angeladen. Ich sage euch, deine Hungerhocke da, kunstet Ave Maria durch die Rippe blase. So dünn waren die. Eine hatte ich fast über der Hof gerannt. Die hatte ich ja nicht gesehen, so dünn war die. Die stund mir genau zwischen den Ohren. Ich sag, oh, Entschuldigung. Wo jedes Tier nahm Let Your Bacon Burn Kurs. Da kommt der Trainer ob mich an. In singem wiese Radlerbützje. Der sah aus wie ne Beefy im Plastikdarm, da siehst du auch alles durch. Da konnte ich mich ja nicht konzentrieren, als er mich gefragt hat. Sagte, hallo, ich bin der Malte Sören, darf ich mal stören? Ich brauche noch was fürs Formular, dann ist alles klar. Sag, ja, leg los, Jung. Sagt er zu mir, wie alt bist du denn? Sag, hören's, das freut mir doch eine Frau nicht. Sagt er, hast du recht, wie viel wiegst du? Ich sag mal pass mal ob, du aufgeleckten Heringsstätz, ja? Noch so ein Frau und ich verliere hier gleich ein Gleichgewicht. Sagt er, ach, nix für Unjut. Komm, wir wärmen uns jetzt erstmal eine Runde zur Musik auf. Wir nehmen den Arm hinter den Kopf und hoppa, und hoppa, und hoppa. Ich sage euch, wenn ich hübte dicke Bitterlücke höre, dann muss ich immer noch an ihn denken. Ne, Fitness ist einfach nichts für mich, ne? Auch wenn es war schon echt am Boden zerstört, da hätte er mich getröstet. Da hat er gesagt, pass uns auf, Levchen. Frauen sind wie Frühstück. Ohne Speck ist es auch irgendwie langweilig. Ja, Minge Jung ist ne Jode, ne? Ehrlich. Aber so Fitnessstudio, das ist einfach nichts für mich. Das habe ich auch meiner Schwester verzahlt, dem Pamela Vanessa. Hätt mir da ein WhatsApp geschickt. Treffen uns morgen um 8 Uhr auf dem Trimmdischpfad. Bitte nur Turnschuh und gute Laune mitbringen. War schon erstfrisch am nächsten Morgen. Da habe ich mich dann doch für meine Jane Fonda Aerobic Dress entschieden und bin neongrell leuchtend wie Lurchi der Feuersalamander zum Treffpunkt gejück. Schwarzschnüsse behaupten, wegen mir hätte 2 Unfälle genommen. Ich sage euch, das hätte mich vielleicht durch den Wald gehetzt. Da sind mir bald die Eiswürfel aus dem Cola-Becher rausgefallen.
Was war ich froh, dass ich der neue Sport-BH anhat. Den hätt mir der Oma geschenkt. Die hätte mir gesagt, hey Kind, hast du Geld, kauf dir das, ne? Hör ob der Oma, du haust ja sonst beim Joggen im Blau auch. Ja, weise die Frau, kann ich euch nur sagen. Aber das hätte doch ne Spaß an der Joggerei. Seht das für mich? Ach, Rosi, kennst du eigentlich das Rannershai? Ich sag, nee, ist das neu in der Siedlung. Sagt sie, Quatsch, das ist das Gefühl. Du kannst immer wiggeln und wiggeln laufen. Kennst du das? Ich sag, mit Laufen nicht, mit Chips schon. Sie hat euch eine super Idee. Lass uns doch zu zweit beim Köln-Marathon anmelden. Ich sag, ne, das ist mir wirklich zu teuer. Sagt sie, oh Mann, die Anmeldung, die kostet ja nicht so viel. Ich sag, hey, die nicht? Aber die 4 Übernachtungen. Da sitze ich doch lieber hier gemütlich mit meinem Plätzchen um Sofa, ne? Obwohl, wer weiß, wer da mit dem Footfinger wieder alles dran war. Sicher? Ist sicher. Bleibt gesund. Tschö. Die Krawatte hing vom Hals herunter und ging in der Soße unter, und so entstand mehr oder minder der sogenannte Soßenbinder.
Hallo auch von uns zu Jeck aus dem Wohnzimmer. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute das zweite Mal schon dabei sein dürfen und haben was Tolles für euch mitgebracht. Freunde, Freundschaften, die sind besonders wichtig derzeit, denn auch wenn wir unsere ganzen Freunde nicht sehen können, wird es eine Zeit geben, da kommen wir alle wieder zusammen und da muss es wieder so sein, als wäre kein Tag vom letzten Treffen vergangen. Wir haben einen Song rausgebracht, Freunde führt Leve heißt er, und dazu zeigen wir euch jetzt gleich unser ganz brandaktuelles Video. Vorher aber möchte ich euch von allen Bohai-Jungs grüßen. Wir wünschen euch ein paar schöne Feiertage, einen guten und vor allen Dingen gesunden Start ins neue Jahr und jetzt viel Spaß mit unserem neuen Video zu Freunde führt Leve. Wir fahren los in Richtung Norden, kurz zu tanken, noch Frühstück besorgen. Einfach ein Tag ohne Sorgen. Ein paar Jahre her zusammen die Schulbank gedrückt. Wir blicken zurück, Mann, die Zeit war verrückt. Ich muss schon sagen, ich vermisse es ein Stück. In der dunkelsten Stunde und im besten Moment haben wir uns Freundschaft geschenkt. Wir stoßen an, ob die oder alle Zick und ob das wird für uns lebt. Wir stoßen an, ob Freunde für das Leben ganze Jahr. Ja, was doch passiert, ja, was doch passiert. Geschworen, was wir haben, ist das, was uns bleibt. Schauen aufs Meer, diese Unendlichkeit und denken zurück an die Zeit. Wellen schlagen und legen sich ganz ohne Leerlauf. Mit Freunden wie dir geht's immer wieder bergauf. Zusammen zum Ende, ich freu mich so sehr drauf. Und ob jede Sekunde, die uns das Leben noch schenkt, trinke mir ob dieser Moment. Wir stoßen an, ob die oder alle Zick und ob das wird für uns lebt. Wir stoßen an, ob Freunde für das Leben ganze Jahr. Ja, was doch passiert, ja, was doch passiert. Stoße an, ob die oder alle Zick und ob das wird für uns lebt. Wir stoßen an, ob Freunde für das Leben ganze Jahr. Ja, was doch passiert, ja, was doch passiert. Ja, moin, ich bin immer noch ganz Jeck im Wohnzimmer. Ja, ich bin gerade im Internet unterwegs. Ja, wirklich wahr. Ich habe mir gerade den virtuellen Online-Videostream angeguckt von der Weihnachtsfeier von unserem Güllefass-Sammelclub Gartenferne Süd. Ja, dieses Jahr konnte Weihnachtsfeier ja nicht wie gewohnt so in 3D bei Heinmück in die Kneipe stattfinden, so mit zu später Stunde vorne an der Theke stehen, kurz lang, ne? Ist ja alle mit, wir bleiben zu Hause, wie heißt das, nicht? Social Distancing, meiden Sie andere Menschen, nicht?
ganz drauf verzichten wollten wir nicht auf die Weihnachtsfeier. Ja, und dann haben wir gesagt, dann treffen wir uns alle zeitgleich hier in den Apparat, virtuell in den worldwide Internet, so ein Video-Online-Stream. Ne? Jeder hat sich vorher dann sozusagen seine Getränke, was er haben wollte, gekauft, an der Tankstelle, in Getränkeladen. Ne? Und dann saß jeder bei sich schön zu Hause, so wie ich jetzt hier im Wohnzimmer oder an dem Küchentisch. Ne? Haben sie alle gesessen hier vor ihren Tablet, PC-Computer, ne? vor dem Smartphone, vor dem normalen Computer, vor dem Netbook, vor dem Notebook, dann konnten wir uns in diesem Videochat alle gegenseitig sehen, ne? Und dann hat immer einer hier Prost gesagt und die anderen alle, ne? Also hat auch einer mal eine Runde geschmissen. Ich meine, gut, konnte nicht vergleichen, wirklich mit der normalen Weihnachtsfeier bei Hein Mück in die Kneipe, aber so eine virtuelle, digitale Weihnachtsfeier in den Internet hat auch ihre Vorteile. Ja, zum Beispiel, nicht, zu später Stunde, nicht, wenn ich, sagen wir mal so, schon den ein oder anderen Tropfen zu mir genommen hatte, nicht, ja, da musste ich keine Sorge haben, wie kommst du nach Hause, wie sonst nach der Weihnachtsfeier, weil bei der digitalen Weihnachtsfeier, da war ich ja schon zu Hause, nicht? Ja, und ich musste mir auch keine Gedanken machen, hier bei der virtuellen Weihnachtsfeier in den Internet, nicht, dass meine Frau auf die Idee kommt, nicht, zu später Stunde bei Hein Mück in die Kneipe aufkreuzt und mich vor versammelter Mannschaft blamiert mit: Mein Mann hat jetzt keinen Durst mehr, wir wollen nach Hause. Ich hol schon mal deinen Mantel. Nee, das hast du alle nicht in den virtuellen Internet, aber ja, auch hier hat sie meine Weihnachtsfeier vorzeitig beendet. Wissen Sie, was sie gemacht hat? Hat einfach das WLAN bei uns zu Hause ausgeschaltet, ich war offline und ich weiß bis jetzt nicht, wie lange die anderen wohl noch gefeiert haben im Internet, ja. Also, ich hoffe, nächstes Jahr, da können wir dann alle wieder schön zusammen feiern bei der Weihnachtsfeier bei Hein Mück in die Kneipe. Ja, weil es ist nicht dasselbe, nicht? Vor allen Dingen die Show-Acts, die fehlen. Ja, weil ich bin ja bei uns im Güllefass Sammelclub von den Güllefass Sammelbrüder, bin ich ja sozusagen der Event-Organisator, weil ich dann immer für den Show-Act zuständig bin. Ja, letztes Jahr hatten wir einen Bauchredner. Da habe ich vorher angefangen, Geld einzusammeln bei den anderen ab August, ne? Und dann hatte ich 150 € zusammen. Bin eine Woche vor der Weihnachtsfeier, habe ich bei der Künstleragentur angerufen und gesagt, ich brauche was an Show-Act. Die haben mir dann so einen Bauchredner vermittelt, ne? Bauer hier so mit Puppe, Sie wissen, ne? Der rief dann den Nachmittag von unserer Weihnachtsfeier, rief er an, sagte, er wäre krank. Kam die Puppe alleine. Ja, Programm war jetzt nicht schlecht, aber ganz ehrlich, dafür die komplette Gage verlangen, ich weiß nicht, ist ja auch ein bisschen unverschämt. Das Jahr davor, da hatten wir noch einen viel größeren Reinfall. Ja, ich hatte wieder Geld gesammelt bei den Güllefass Sammelbrüder, wir hatten 200 € zusammen, ne? Habe ich gedacht, tust du die Jungs diesmal was richtig Gutes organisieren, ne? Künstleragentur angerufen, was habe ich gekriegt für meine 200 €? Helene Fischer-Double. Ja, ich organisiere für 200 € über Künstleragentur Helene Fischer-Double und was machen die? Schicken mir die echte. Ja, ich sag, Frau Silberfischer, Frau Fischerin, ich sag, Helene, das ist ja eine seltene Ehre, dass wir jetzt bei uns im Dorf, dass du hier bei uns in der Kneipe, ja, sagt sie, das würde so gut laufen mit ihren Doubles, sagt sie, da würde sie dann einspringen und als ihr eigenes Double auftreten, sagt sie. Ja, sagt sie, und die 200 € Gage, die kannst du ja auch noch ganz gut mitnehmen, ne? Ja, so, ich muss jetzt sehen, dass ich hier weitermache. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, werdet gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Am besten natürlich dann, wie habe ich es eben gesagt, in 3D, live und ansonsten virtuell hier in den Kasten. Bis die Tage, euer Heinrich. Tschüss. Christmas tree at the Christmas party high.
Bevor das mal jetzt gehen, Ja, eine Frage noch. Silvester, kocht ihr da auch wieder alles mit J? ne, Silvester machen wir russisch Raclette. Du meinst doch bestimmt russisch Roulette. Ne, russisch Raclette, ne? Russisch Raclette, wie geht das denn? 5 Personen, 4 Schälchen. Hört sich interessant an. Ist doch bestimmt lustig. Ja, geht so, ne? Die Oma wäre letztes Jahr fast verhungert. Da draußen still, ja die Welt ist etwas leiser. Künstler und ihre Fans, ein kleines bisschen heiser. Jeder zu Haus, leere Cafés und Restaurants. Feste etwas kleiner und groß verreisen keine Chance. Auch wenn uns grad der Kopf nach allen Seiten steht. Wir wissen, es liegt an uns, wie es jetzt weitergeht. Was für ein Jahr, worauf blicken wir zurück? Die ganze Welt spielt total verrückt. Doch diese wirre Zeit geht bald vorbei. Wir halten durch und niemand ist allein. Was für ein Jahr hat man so noch nicht gesehen. So viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und wir wissen, nichts ist mehr, wie es mal war. Wir bleiben stark für ein besseres neues Jahr. Plötzlich steht unsere Zeit auf einmal still. In diesem schnellen Leben macht man grad nicht mehr so, wie man will. Doch schau nach vorn, wir haben so vieles schon geschafft. Egal aus welcher Krise, wir haben es immer aufgerafft. Denn wir wissen, es liegt an uns, wie es jetzt weitergeht. Dass diese Zeit für uns alle unter guten Sternen steht. Was für ein Jahr, worauf blicken wir zurück? Die ganze Welt spielt total verrückt. Doch diese wirre Zeit geht bald vorbei. Wir halten durch und niemand ist allein. Was für ein Jahr hat man so noch nicht gesehen. So viele Dinge, die wir nicht verstehen. Doch egal was kommt, wir verlieren nicht den Mut. Wir stehen zusammen, bald wird alles wieder gut. Was für ein Jahr hat man so noch nicht gesehen. So viele Dinge, die wir nicht verstehen. Doch egal was kommt, wir verlieren nicht den Mut. Wir stehen zusammen, bald wird alles wieder gut. Was für ein Jahr, worauf blicken wir zurück? Die ganze Welt spielt total verrückt. Doch diese wirre Zeit geht bald vorbei. Wir halten durch und niemand ist allein. Was für ein Jahr hat man so noch nicht gesehen. So viele Dinge, die wir nicht verstehen. Doch egal was kommt, wir verlieren nicht den Mut. Wir stehen zusammen, bald wird alles wieder gut.
Wir halten durch, es wird alles wieder gut. Was für ein Jahr hat man so noch nicht gesehen. So viele Dinge, die wir nicht verstehen. Doch egal was kommt, wir verlieren nicht den Mut. Wir stehen zusammen, bald wird alles wieder gut. Wir halten durch, es wird alles wieder gut. Ja, das war Folge 16 und damit ist wohl auch die Weihnachtszeit vorbei. Ja. Schön war, aber vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei. Ja, und jetzt hier mit Riesenschritten auf Silvester zu. Auf Silvester. Und ich freue mich schon. Ich habe noch jede Menge Feuerwerk vom letzten Jahr. Das geht richtig hier. Ja, das kannst du aber mal schön, ne? Dieses Jahr ist nichts mit Feuerwerk. Es wird nicht geklaut. Wie, es wird nicht geknallt? Nee, in ganz Deutschland ist Böllerverbot. Da kannst du dein Zeug von letztes Jahr kannst du so in die Tonne kloppen. In die Tonne? Hör mal, das ist mir zu unsicher. Naja, finden dann irgendwelche Kinder, fimpeln damit rum. Weißt du was? Sicher ist sicher. Ich tu das in der Ofen und dann ist gut. In der Ofen. Also Kinder, macht das bloß nicht. Hör mal, du kleiner Pyromane, du kannst das Zeug doch nicht in den Ofen werfen. Also ich fasse nicht. St. Martin hat doch mir die Laterne abgefackelt. Hier hat 3-mal der Adventskranz gebrannt, bis das der Feuerwerk kam. So was kannst du doch nicht in den Ofen tun. Ey, ja, was wird denn jetzt ja nicht glauben, jetzt oder den Tag selber machst du denn schon wieder? Ist es denn möglich mit dir? Hey, unvorstellbar. Kinder, macht das bloß nicht nach. Und sollte mein Schornsteinfeger jetzt zugucken, hör mal, du brauchst nächstes Jahr ja nicht zu kommen. Hör mal, der Kamin ist blank. Von innen blitzeblank. Wenn et nicht mir für an geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mit die Rot bis auf die Zähne. Irgendwann doch der größte Drissen eng mit mir lang, bis da de Zünsche wieder schien, mit die Rot bis auf die Zähne. Wenn de Karren prägend steck, wenn dir et Bier wahrhaftig nicht mehr